unter Fairness, Gerechtigkeit verstehen wir, dass jeder das überkommt, was er verdient. Oder eben, dass alle für das Gleiche auch gleich viel bekommen. Ist es aber so im Leben? Ich glaube, schon zu biblischen Zeiten hat es Diskussionen gegeben. Und ich glaube, das Gleichnis, das Jesus erzählt hat, und auch die Geschichte, die wir vorher gucken durften, hat eins gemeinsam, dass die Leute, die das Gefühl haben, sie haben zu wenig, sie kommen zu kurz oder sie werden ungerecht behandelt. Und mal ganz ehrlich, Kinder, wer von euch hat auch schon Angst gehabt, dass man zu wenig bekommt, dass vielleicht die Geschwister das größere Stück vom Kuchen könnten bekommen oder dass man ungerecht von den Eltern behandelt wird? Und wisst ihr was? Ich glaube, ihr seid da nicht die Einzigen. Ich glaube, auch die Erwachsenen kennen das. Das Gefühl, dass man zu kurz kommt, dass man zu wenig hat. Ich glaube, das ist etwas, das jeder von uns hier kennt und jeder von uns manchmal mehr, manchmal weniger mit dem konfrontiert ist. Und das ist eigentlich auch das, was wir sehen bei dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Vielleicht muss man zuerst vorausschicken bei dem Gleichnis, im Nahen Osten vor 2000 Jahren ist es wahrscheinlich nicht viel anders zu und her gegangen als heutzutage auch in ärmeren Ländern. Es hat Leute gehabt, die keinen Job hatten und die sind eben früh am Morgen auf den Marktplatz gegangen und haben sich erhofft, dass sie Arbeit finden für den Tag, dass sie sich etwas verdienen können. Und wir sehen in diesem Gleichnis, der Weinbergbesitzer ist um 9 Uhr nochmal gegangen, ist am Mittag nochmal gegangen, ist am Nachmittag um 3 Uhr nochmal Arbeiter holen und eben sogar kurz vor dem Feierabend taucht der letzte Arbeiter noch auf. Und was sie dann, eben, der letzte Arbeiter hat wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Stunde in diesem Weinberg gewerkt. Und sie sind beim Chef vorbei und dort platzt die Bombe. Nämlich die am frühen Morgen angefangen haben wie abgemacht, ihren Tageslohn bekommen von einem Silberstück. Und die später angefangen haben, haben genau gleich viel bekommen. Und da haben sie sich beschwert und gesagt, das ist doch unfair. Das ist nicht gerecht. Ich habe mehr gemacht, also habe ich auch mehr verdient. Und vielleicht hast du schon Ähnliches erlebt. Du bist zuverlässig, bist anständig, du krampfst und schwitzt und machst. Und schlussendlich gibt es jemanden, der weniger macht als du, aber gleich viel bekommt. Oder vielleicht sogar noch besser dasteht. Und du denkst dir, eigentlich hat der das nicht verdient. Und ich glaube, da besteht manchmal Gefahr, dass es das anfängt bitter machen, dass das in unserem Herz anfängt Raum hineinnehmen. Weil, ich glaube, je länger dass wir auf dieser Erde unterwegs sind, desto mehr Sachen sehen wir, die ungerecht zu und her laufen, was nicht fair ist, wo man sieht, dieser wird benachteiligt oder jemand wird bevorzugt. Vielleicht erkennst du dich aber auch eher in dem Arbeiter wieder, der am Schluss auftaucht ist. Anhand von dem Gleichnis wissen wir nicht mega viel über den Mann, aber es ist anzunehmen, dass er jetzt nicht zu denen gehört hat, die man eben schon morgen hat geholt, für auf dem Weinberg zu arbeiten. Er war wahrscheinlich eher auf der Schattenseite des Lebens daheim gewesen. Vielleicht war er krank gewesen, vielleicht war er schwach gewesen oder beeinträchtigt. Und darum hat ihn niemand angeworben, für bei diesem Weinberg oder sonst irgendwo zu arbeiten. Oder aus dem Blick von einer Fußballmannschaft sieht, das war wahrscheinlich der, der die grösste Zeit vom Spiel auf der Ersatzbank gehockt ist und erst am Schluss, die letzten paar Minuten, wenn es dann gar keine andere Lösung mehr gegeben hat, hat man ihn auch noch dazu geholt. Und vielleicht fühlst du dich manchmal schon so, dass du das Gefühl hast, ja, irgendwo bin ich vielleicht eher auf der Ersatzbank und du erhoffst dir, dass da eine Chance kommt.
Und ich habe mir so überlegt, eigentlich wäre es ja spannend zu wissen, wie dass es nach dem Gleichnis weitergegangen ist mit diesen Arbeitern. Wo der Weinbergsbesitzer weggegangen ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dort Diskussionen gegeben hat. Ob jetzt das fair ist, ob jetzt das gerecht ist. Und wir dürfen heute, an diesem Nachmittag, Zeugen werden von dem Gespräch, wie das vielleicht ungefähr hätte stattfinden unter den Arbeitern. Also man könnte jetzt aus dem Gleichnis schließen, das Leben ist nicht fair. Oder man könnte auch ein bisschen aufmerksam werden. Jesus erzählt das Gleichnis ja im Hinblick auf das Himmelreich, auf das ewige Leben. Und diesbezüglich, glaube ich, kann man tatsächlich sagen, dass Gott dort nicht ganz fair ist. Weil fair würde bedeuten, dass wir alle das bekommen, was wir verdient haben. Und wenn Gott uns das würde geben, was wir verdient haben, dann wären wir, glaube ich, alle arm dran. Aber weil Gott gnädig ist, weil Gott Liebe ist, schenkt er uns das, was wir nicht verdienen können. Genauso wie das bei diesem Gleichnis, also sind wir ehrlich, der nur eine Stunde gearbeitet hat, der hat das Silberstück nicht verdient gehabt. Egal wie sehr dass er sich angestrengt hat in dieser Zeit, ich glaube, hat er es nicht so viel leisten, dass das gerechtfertigt wäre gewesen. Aber weil Gott gnädig ist, weil Gott uns liebt, gibt er uns das. Schenkt er uns Leben im Überfluss, einen Sinn im Leben und eine Freiheit, die schlussendlich im ewigen Leben ihre Vollendung findet. Und ob uns jetzt die Ungerechtigkeit in dieser Welt oder in unserem persönlichen Leben manchmal frustriert, ich glaube, eins dürfen wir wissen, dass Gott uns in Jesus die Hand entgegenstreckt. Und die Hand dürfen wir ergreifen und in die Freundschaft hineingehen. Und Freundschaft mit Jesus, Freundschaft mit Gott ist eben nicht eine Freundschaft, wo man sagt, ich gebe dir das und du gibst mir das. Sondern es ist eine persönliche Beziehung. Wir bekommen dort etwas, wo wir es eben nicht verdienen können. Und ich finde es so schön zu sehen in diesem Gleichnis, dass zwei Menschen, die haben die gleiche Situation erlebt, aber sie bewerten sie völlig unterschiedlich. Man könnte vielleicht sagen, okay, das ist jetzt halt eine Ansichtssache, wie man es sieht. Und Jesus erzählt das Gleichnis ja nicht irgendjemandem, sondern seinen Freunden, seinen Jüngern. Und es ist ein Gleichnis, wie gesagt, über das Himmelreich, über das ewige Leben. Wie wird es wohl im Himmel zu und her gehen? Wie ist es bei Gott? Wie ist es mit Gott? Lohnt es sich überhaupt, dem Jesus nachzufolgen? Das waren wahrscheinlich Fragen, die der Petrus, der Jakobus, der Andreas und der Johannes, wo wie sie alle heissen, beschäftigt hat. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, die uns irgendwann im Leben vielleicht mal beschäftigt. Und das Schöne finde ich, Jesus antwortet ihnen auf die Frage mit dem Gleichnis, aber er sagt nicht, ja, es lohnt sich, oder nein, es lohnt sich nicht. Sondern er antwortet mit dieser Geschichte und spielt den Ball eigentlich auch mit den Jüngern zurück und sagt ihnen, schlussendlich liegt die Entscheidung bei euch. Ihr müsst euch entscheiden, lohnt es sich für mich oder lohnt es sich nicht. Und ich glaube, das ist auch für jedes von uns so. Wir selber dürfen entscheiden, müssen es entscheiden, lohnt sich das für mich, dem Jesus nachzufolgen oder nicht. Und das Schöne an Gottes Reich ist, jeder überkommt das Gleiche. Egal, ob jetzt jemand viele gute Taten vorweisen kann und jemand wenig, sie bekommen das gleiche Geschenk, wenn sie Jesus annehmen. Und vielleicht ist es etwas, was uns in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen begleiten darf. Und vielleicht können wir uns mal fragen, warum sind wir eigentlich so missgünstig gegenüber anderen, wenn Gott sie beschenkt und wir vielleicht in dem Moment das Gefühl haben, wir haben weniger. Oder dass wir uns fragen, warum ärgert es mich eigentlich, wenn Gott
gegenüber anderen Menschen grosszügig ist. Weil durch das, dass er jemandem anders etwas schenkt, nimmt er mir ja nichts weg. Sondern wir alle leben von dieser grosszügigen Gnade, von dieser grosszügigen Güte, die Gott uns schenkt. Amen. Und für mich ist es ein Vorrecht, eben das dürfen zu wissen, dass wir mit dem Gott dürfen unterwegs sein. Und so, wie wir jetzt auch zusammen 2 Lieder singen und Gott durch Musik, durch Gesang anbeten.